Traumatisiert vom Kriegshorror. Der Gaza-Krieg hinterlässt auch bei den israelischen Soldatinnen und Soldaten seine Spuren. Und viele können die Last nicht mehr länger mit sich tragen. Ihr Sohn Daniel Edri hat sich vor 2 Wochen das Leben genommen. Der 24-Jährige war ein Jahr im Gazastreifen. Als er zurückgekommen ist, hat die Armee ihm eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. In seinem Leben hat er sich nicht mehr zurechtgefunden. מסויט, כאילו בתוך מלחמה, ושבר את הבית שלו, שבר דברים, שבר את כל המחשב, את כל הציוד של המוזיקה. הוא היה חי את המלחמה, כאילו הוא היה קם מסויט. Seine Familie ist überzeugt, der Krieg hat Daniel kaputt gemacht. וזה לא תקין. כל יום ילד של מישהו, משפחה שנשברת. כל יום. Die israelische Armee veröffentlicht keine offiziellen Zahlen. Laut Schätzungen haben aber zwischen 17.000 und 26.000 Soldatinnen und Soldaten eine posttraumatische Belastungsstörung. Auf diesem Hof südlich von Tel Aviv bekommen ehemalige Soldatinnen und Soldaten therapeutische Unterstützung. Er wird grösstenteils von Spenden finanziert. Viele der Patientinnen und Patienten haben Schuldgefühle. Der Schorsch, der anonym bleiben möchte, war 9 Monate in Gaza. Als er heimgekommen ist, konnte er nicht mehr schlafen und hat es auch nicht mehr aus dem Haus geschafft. Part of me is still out there, still hear stuff. There is smells that can make it feel like I'm out there again, and there is noises. It's like losing a part of you. Ein Paar hält es nicht mehr aus. Der Daniel Edri ist damit nicht allein. Innerhalb von 2 Wochen haben sich 3 weitere Soldaten das Leben genommen.